Die unbesiegbare Käferkavallerie. Ja, damit geht's weiter vorne bei Yu-Gi-Oh! Master Duel im Solo-Modus. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los und ja, machen einen auf Weevil Underwood. Okay. Die Käferkavallerie. Den Kampf zogen, setzen verschiedene taktische Manöver ein. Oha. Das Käferkavallerie Kundschafter Buggy und Käferkavallerie Panzerhorn. Oh Gott, was sind das für Namen, ey? Am einen ist Effektmonster, der andere, also normales Effektmonster, ich sag schon normal. Standard-Effektmonster, der andere ein Link-Monster. Noch ein Link-Monster. Die Fußsoldaten. Oha. Ja gut. Kämpfen wir mit Käfern. Dann ganz schnell hier durch. Ja, die Einzelheiten von Käferkavallerie-Decks. Ist lustig. Manchmal steht die Vorzüge, manchmal steht nur die Einzelheiten. Schon ein Unterschied, ob es einen Vorzug hat oder ob es einfach nur quasi, ja, hier, nimm. Also, Käferkavallerie. Entwicklung Verbündeten unterstützen. Nutze die Spielmarke und stelle 4 Käferkavallerie-Monster zusammen, um dein Trumpfkartenmonster zu rufen. Okay. Sieht irgendwie ein bisschen, naja, aufwendig aus. Der Kundschafter, so. Ja, die Formation und den Sinkflut, das ist schon mal gut. Okay, dann kann ich irgendwie ein weiteres Monster rufen, wa? Es ist Kettentime. Da kommt der eine und da kommt der andere. So. Jetzt aber bloß 3. Also, soll ich schon ein Link-Monster rufen? Gut. Rufen wir ein Link-Monster. Auf das wir verlinkt sein. Link-Beschwörung. Das Panzerhorn. Ching ching. Unbesiegbarer Atlas, so. Das aktivieren. Autsch! Das sind Schmerzen. Solche Schmerzen. Kann ich jetzt noch irgendwie rufen? Okay, gar nichts. Gut von mir aus. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Also kann ich unser Fusionsmonster rufen. So. Oder auch nicht. Ja, ist gut. Dankeschön, Spiel, dass ich nichts machen darf.
Also die Zauberkarte eigentlich für nix die Hand geholt. Naja, gut. Victory sauer. Und ich bin sauer. Ching ching. Nein, natürlich nicht. So. Ja, ist irgendwie mit viel Aufwand verbunden, war bisher. Du bist der Zweite. Nachher bin ich der Letzte. Ching ching. Das kann die Falle, ist eine Konter, wa? Oh, das ist ja wie vorhin. Krass. It's Kettentime. So. Was haben wir da Schönes? Viel. Aber was haben wir denn sonst noch so? War mal zum Gucken. Zum Beispiel die Dinger 2 plus Insektmonster. Was kann ich den nicht rufen? Zum Beispiel hier. Also L4, weil 4 brauche, ja, ist logisch. Macht irgendwie Sinn. Was mit dem Fusionsmonster hier? Das Ding. 4 Insektmonster. Ja gut. Dann Tributbeschwung, ja, das zwar nicht, aber das andere müsste funktionieren. Und Fusionsbeschwörung. Absoluter Herkules. Und was kann der? Alter, der krasse Effekte. Ernsthaft, wer spielt den? Super, ist auch richtig oldschool. Wie rufen wir das? Ah, okay, noch ein paar Spielzüge. Das heißt, wir können jetzt nicht nochmal aktivieren Effekt. Das hatten wir vorhin schon. Okay, okay. Die zweite Battlephase. Theoretisch, aber es ist halt nicht 2 Insektmonster für einen. Kann nichts hier irgendwie noch mit einem rufen, wa? Nee, geht nicht. Okay, gut. Dann lassen wir das. Wir haben noch die Konterfalle, falls irgendwas schief geht. Also sogar zweimal. Alter Schwede. Fusionsmonster mit Stufe 11. Lecco mio. Die Frage ist halt nicht zu früh, jetzt den Effekt schon zu unterbinden. Was ist eigentlich sein Spielzug war, also er könnte den Effekt hier wieder verwenden eigentlich.
Aktivierte Monster, okay. Geht zwar auch, aber... Friedhof verbannen, wie gesagt, eine Hand hinzu. Ja, aber nur um wieder das Fusionsmonster zu rufen? Naja, ich weiß es nicht. Ich meine, noch einmal das Gleiche, das ist nicht unbedingt notwendig. Stufe 3 können Sie Kannenkönig rufen. Ich glaube, vielleicht auch mal ein stärkeres Monster rufen. Oh, 1000 Punkte, also. Oh, wieder auf den zurück, aber ich kann jetzt noch eine Xyz-Beschwörung machen. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Wir haben die Karte, hat aber keinen Bock drauf. Ich kann hier auch sonst nichts Besseres gerade aktuell rufen. Nö. Braucht sie auch nicht. Reicht ja eigentlich. Jo, bitteschön. Ich rufe ein neues Viech zurück. Ja, das passt schon. Ja klar, aber den einen Effekt annullieren. Mhm. So weit kommt's noch. Jetzt können theoretisch wieder krassere Dinger rufen. Ja. Zählmarke habe ich keinen. Nee, komm, wir lassen das. Also jetzt müssen wir mit dem Teufel zu und her gehen, dass der Gegner noch gewinnt. Wobei, hatten wir alle schon mal, Freunde, also insofern. So, jetzt habe ich so viele Karten, wo ich irgendwas machen kann. Nee, den braucht es gerade nicht. Und mein eigener Spezialeffekt wird aktiviert. Und ich rufe ihn hier. Dann hat er wieder einen Effekt. Zack, ich kann den nächsten Käfer rufen. Moment, jetzt aber da ein bisschen Wörter mitzureden. Ah, ne, warte mal. Ja, ganz vergessen. Habe ich ja ganz vergessen. Okay. Das ist jetzt sogar sehr schräg. Ach süß, er will sich also retten, ja?
Ganz ehrlich, hätte besser das andere Viech auf dem Feld gelassen. Das war jetzt doof. Also ein anderer Käfer doch sicher gewesen bis zum Ende meines Spielzugs jetzt. Klar, ich habe noch ein paar Effekte um Fallen und so weiter gehabt, aber trotzdem wäre es bis dahin safe gewesen. Also der hätte eigentlich dafür gesorgt, dass ich ihn nicht angreifen kann, also Monster nicht als Angriffsziel, besser gesagt, wählen kann. Aber, ja, war mir, wie man sieht, egal. Guck mal einen an, Verbrauchsmaterial, braucht plötzlich Wind wieder, was ich nicht mehr habe. So dann. Käfer, Käfer, nix als Käfer. Mächtige Käfer, Feuerkäfer, mechanische Käfer, chaotische Käfer, alles voller Käfer. Die Riesenkäfer hingegen waren noch schlimmer. Die kennen wir unter anderem schon. Sehen sehr spacig aus. Vor allem der Atlas. Was mich wundert hier ist, dass ich hier oben nicht weiterkomme. Also, ich müsste einfach nächstes noch irgendwie Wind kriegen. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Warte mal ganz kurz. Ich will nur kurz gucken, ob sie irgendwie das jetzt nachher noch modifiziert haben und ich irgendwie hier noch irgendwas kriegen würde. Wobei es alles... Alter, 5 Szenarien. Auch hier von den Belohnungen und so ist alles nur... In Anführungszeichen nur das. Oh Gott, ich will mal nicht zu sehr spoilen lassen. Will ich mir eigentlich den Schluss aufsparen. Wenn mit denen hoffentlich alles wieder gut ausgeht. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Windenergie. Ich finde es sowieso selten. Eigentlich müsstest du doch, wenn du alles durchspielst, müsstest du doch die ganzen Energien und so weiter alles haben. Hier kriege ich Wasser. Hier Feuer. Wieder Wasser. Eine Falle. Und hier. Gut, ich kriege 300 Ding zusammen. 150. Ja, also dafür reicht's. Hä? Warte, bin ich jetzt gerade doof? Also Praktik, das ist abgeschlossen. Muss ich hier vielleicht mit meinem Deck noch rein, damit das funktioniert? Ja, leck mich, ey. Okay. Gut, wir machen trotzdem mit dem nächsten weiter, Leute. Der gute alte Schwarzbart, der kennt ihn nicht. Okay. Ihr merkt schon, ich mache ein bisschen schneller hier, weil zum Teil interessieren mich die Geschichten und Teil aber auch nicht. Und wir wollen sie aber langsam sicher mal zu Ende kriegen, weil es sind schon über Folge 60 und so hier vom Solo-Modus. Also irgendwann ist auch mal ein bisschen gut hier. Plünderpatrouillen, was? Der Kapitän hat einen ziemlichen Appetit, aber sein Bauch ist winzig im Vergleich zu seinem großen Herzen. Schwarzauge tut, was der Kapitän ihm sagt. Er steuert das Schiff auf seinen Kurs oder überwacht die umliegenden Gewässer. Nee. Weißbart. Also der erfahrener Ingenieur. Völlig falsche Richtung. Rotbart. Navigator. Aha. Und schließlich noch Blaubart. Wo ist der Grünbart? Gibt's keinen, wa? Diskriminierung! Hauptsache es gibt einen Schwarzbart. Nee, nee, nee. So. Eine Feuerkugel. Das ist Blaubarts neues Schiff, die Lys. Kurz auslösen ist die richtige. Oh Mann, nein. Hey, was? Wenn man singt, kann man im Dunkeln nicht unbedingt bleiben, oder was?
Sei so ein mieser Peter, Bruder. Brudi. Brudi vor Ludi. Was? Übrigens bleiben wir hier, bis das Schiff in den Hafen läuft. Hehe. Bis dann, Bruder. Der dumme Rauch. Eine Feuerkugel. So, lerne eines Leitung von Plünderpatrouillen-Decks. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wir sind als Zweiter. In Wahrheit sind wir doch immer die Letzten. Tja, für das Leben, Freunde. So. Die Fusion, Synchron, Xyz, Plünderpatrouille, Monster und Effekte in der Hälfte, um mal zu behalten. Nicht so die Effekte von Plünderpatrouille, Monster in den Laden als Ausrüstungskarten behandelt zu werden. Okay. Ausrüstung geht's hier. Geht ein bisschen darum. So wie früher mit den Unionsmonstern. Also auch mit den XYZ-Dingen und so. So, wir haben Stufe 4 Empfänger. Sie kann natürlich eine Link-Beschwörung machen. Ah, da hat eine Synchro-Beschwörung von Level 8. Hat ihr etwas in der Art? Ja, wir können das Schiff theoretisch rufen. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ihr wollt Schwarzbart haben, ne? Alle Macht im Schwarzbart, ist schon klar. Die tauschen sich noch gut ab, wa? Ah, jetzt kann ich das Schiff rufen. Synchrobeschwörung! Party. Schön. Wir gehen in die Battle-Phase über. La 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 la. Irgendwie seltsam und irgendwie auch lustig. Nachher gucken wir uns das Ganze noch zusammenschneiden, wa? Merke ich gerade. Weil, ich habe in der Folge eigentlich 2 Dinge hier angefangen. Eigentlich dachte ich mir jetzt so von wegen, ja, pro Folge 1 passt irgendwie auch. Aber egal. Aber Stufe 3 Duell oder Stern 3 Duell kriegen wir jetzt noch durch. Dann reden wir an die erste Folge. Was haben wir Schönes? Wir haben noch Krähenbade, der heißt. An den Schwarzaugen. Entschuldigung. Aha, ins Grab hineinziehen. Ja, schön. Mach mal.
Und dann des Gegners aus. So, den hier, der ist nicht schön. Oh, Rabenwedel, der ist schön. Jetzt hier rufe. Schön, schön. Kann den mal noch mitnehmen. Dann wird der Effekt des anderen Viechs, da hat er gerade noch aktiviert, oder auch nicht mehr. Nein, man spielt zu aktivieren. Ja, wieso fange ich also doof? Ich bin ja auch so doof. La 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 la. So. Schön, schön. Ich kann theoretisch das Schiff wieder rufen. Ich kann den anderen. Patrouillen. Ah, das ist ein anderes Viech. Das andere Schiff natürlich, Entschuldigung. Synchro-Ding noch rufen will, sollte vielleicht irgendwie sowas in der Art machen. Das Synchro-Schiffchen noch rufen will. Schwarzbart! 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 So zum Schnelleffekt, aber egal. Dann rufen wir das Schiffchen. Synchro-Beschwörung. Hier kommt unser Synchro-Schiff. Bran. Bran, Bran. Wie clever war das gerade nicht, muss man halt zugeben. Nee, den sparen wir für später. Nochmal ein Schwarzbart. Schwarzbart, Schwarzbart. Ja, dann haben wir wieder Wisch ablegen, weil es wirklich nicht clever. Gegenteil, das war sogar richtig sau doof. Oh, danke fürs Boosten. Ja, warte mal. Kontrollierst du zum Beispiel den hier. Effektmannswellen, okay. Dann uns den Gegner kontrolliert, in dem Fall wie der hier. Und dann extra denken, falls du so ist mit jedem gewählten Ziel aus. Dann sehe eine Karte. Ja, irgendwie doof dafür, jetzt mein Synchromonster zu nutzen. Also, denke ich mir gerade zumindest. Vielleicht wäre es auch clever, aber...
Ah, der war fies. Sorry, der war fies, um ein Monster zu klauen. Ja, und jetzt? Nehme das hier und jetzt? Soll du schon rufen willst? Also wieder nur 2000 Dinge, also gerade der Hammer. Hab. Was? Ja, natürlich. Ey, komm, verarsch mich doch nicht, ey. Ja, komm, ist langsam fertig hier. Unglaublich. Nee. Nee, 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 nee. So nicht, Freunde, so nicht. Das versuchen wir in der nächsten Runde nochmal. Sprich in der nächsten Folge. Dann passt sowieso besser, weil dann wären wir eigentlich auch hier. In diesem Kapitel vom Solo-Modus. Egal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei den Plünderpatrouillen. Oh Mann. Bye, bye.